Well, good morning. Iedereen, welkom hier. Het is allemaal een vrijdigheid hier ons top te treffen. Ik zoveel van ik plus naar de kerk kom en het is van der de gebedstijd op aan. Ik voel me gezegend aan mijn Geschwister door te zijn. Plus dat weten dat we kunnen toppen, we serven denzelfden Herrn. Dat zijn mij en ik luister daar ons dat al aan. En hebben ons groot een fijne lied gezongen. Dus, we zongen het nummer 20, de liedje. Zegt het, der Herr wird bald erscheinen met Macht und Herrlichkeit. Sie holen all die Seinen zur ewigen Seiligkeit. Der Herr, der wird bald kommen, der wird die Sinne holen für die ewige Seiligkeit. Und dann der dritte Vers. Du sagte, der Sünder wird dann schreien, ihr Berge decket mich, die Frommen aber freuen mit ihm sich ewiglich. Wat van Unterschied? En hetzelfde Lied, wat van Unterschied hebben ons Jeruts gesungen. En dan geht het aan in den Chor und sagt, wir heben unsere Hände, Herr, siegreich auf zu dir. En dan würden we vielleicht sagen, dat is mijn verlangen, aber nicht immer schaffe ich dat. Oder nicht immer habe ich dat gekund. En dan geht es wieder. Wir wissen, dass das Ende ist nahe vor der Tür. Das wird uns immer wahr gesagt, wir hören das immer wahr, dat Ende, das ist bald dichtbij. Und so ist mein Verlangen, dass keiner dürfen Angst haben, dass es eigentlich bei ist, aber dass wir können uns freuen, uns Herrn zu treffen. So ist gewesen, ich lauter Zeit immer war in der Offenbarung gepredigt habe, weil ich von der das letzte Mal, nu in dieser Reihe, von der wir uns das 22. Kapitel überkicken, aber viermal ist ich geredet, dann haben wir Kapitel 21, und da reden wir von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und dann der zweite Part wir von das neue Jerusalem. Und all dort haben wir die 12 Stammen von Israel, die 12 Apostels. Und die waren alle am Pott von dort. Und dat neue Jerusalem, dat we groot dat is. Het is een grote vierkantje Pott, een grote vierkantje Himmeltje hebben het zijn, 1500 mijl lang en breed en hoog, 2400 kilometer. En al die details wat we ons de vijfmaal aanlopen deden. En dan in de laatste vers, in de 21. kapitel, daar lazen we ons dat staat, wat we maar lezen, zegt het, du wordt niet gemeenet in arena nangehen. En ook keiner der schandhaftige Dinge aanrecht en legen dat, aber bloß die in dat Lam zijn levensboek geschreven zijn. Die komen ernaar. Wir haben das Schmackerstadt, Fisch, 4 goldene Gassen, Wutterstreim, Beim, 12 Fruchtarten das Jahr und all dat. Und dann sagt es, dat du kommt nicht erinnert näher. Dat is voor die die zich in de Lam Gottes zijn bloed gaan laten waschen. Dat is voor die de smaken staat. We hebben beden en even wiederkomen. Voor in Himmel, we bevelen ons die aan nu in deze stund. Mocht u met ihnen jes ons nu aanzien, ons zenen, ons dat schenken dat we verstaan kunnen wat die woord ons leren wil. En zoals we gezongen hebben, dat we weten dat du komst bald. Die Gemeinde hier weg te holen, die kommt an all die in huis te holen, die sich gaan laten waschen in die bloed. En Vater, we beten dat we worden kunnen de Freudigkeit haben, te leren en de Freudigkeit haben, en dit te leven en ons dat immer waar en nie worden laten. Wens de woord in een nieuwe Himmel en een nieuwe Erde zijn, en dat een nieuwe Jeruzalem met goldene gassen, wat op ons wachten deed. Vater, we bevelen deze tijd in Jezus' naam. Amen. Offenbarung Kapitel 22 von Vers 1 anfangen.
In der Überschrift sagt, der Lebensstrom in der Lebensbaum. Der Lebensstrom in der Baum, Bär, wat du in dat Nieuwe Jerusalem wat zijn, in den Himmel. Sagt er, dann weist der Engel mir einen reinen Strom von Lebenswasser. Johannes wie hier mit dem Engeltaub, der Engel weist Johannes ran, und dann sagt er hier wie ein reiner Strom Wasser. Und das sagt nicht bloß, dass es klar, rein Wasser wir, aber das sagt, dass wir Lebenswasser, dass wir Wasser, was Leben geben wird. Klar als Kristall, der kommt von wo? Das sagt von Gott in das Lamm ein Thron. In andere wird in das Jerusalem, im Himmel, du wo Jesus sagten, du wo Gott sagten, von durchkommen, Leben wird Wasser angestellt. Und wenn wir denken an das Lebenswasser, wir fingen in dem Testament auf viele verschiedene Städten, dass es sagt, dass es Wasser zum Reinigen, dass wir uns reinwaschen lassen und das Blut, so steht es in der Meier Versen, was wir tun fingen, und das dit uns hier haben, dass das hat mit der Radungsstrom zu tun. Von dort, was der Herr getan hat hier bei ihr, dass wir können leben. Das Lebenswasser ran von Gott in das Lamm sein Thron, durch Schillet war. Wir sehen in Hesekiel, dass wo Gott ein Engel checken, der Hesekiel verschiedene Dinge zu wiesen. Hesekiel 47, Vers 1, das wo Hesekiel auch das Wasserstrom sein, der kommt von der Schwal raufgerannt, von der Bannerhof aus dem Tempel. Dort wird dann der Tempel mit Heimgebet, was die Israeliten sich gebet hatten, wo Gott Order gegeben hat, zu bauen, und durch Schäl das Wasser rührt. Und das sagt, dass Schäl ran und Süden kommt, und dann im Osten, und dann sagt er, dass den Strom dich an der Wand, und du ging der Volksgerütz und dann 1000 Ellen wieder, dann mochten sie den Waren, und dann ging es auch an die Knie, und dann so steht ein bisschen wieder weichgeschält, dann können sie auch nicht mehr durchgehen, dann wird der Strom so groß, dass sie da müssten durchschwammen. Und was will dort an sein, dort uit Gott sein Plan, wo das Lebenswasser kommen wird, dort soll sich verspreiden und dort soll mehr werden und dort ist, wo Gott uns zu brücken will, dass das Lebenswasser, was wir kriegen haben, dass dort was wieder schälen und dort mehr Menschen werden von dort kriegen. Und dann hier sind wir nu aber im Himmel, in das Neue Jerusalem, und sagt, du schält auch das Lebensstrom, das Wasser, was uns immer war, was erfrischen. Und wir können das auch sagen, wenn wir bis einmal Wasser trinken, dann darfst uns bald Wasser. Dann fehlt das, wenn wir schwer schaffen, dann fehlt das, darfst uns bald Wasser. Und das Lebenswasser soll wir das Wort auch durch sein, dass wir uns immer Wasser erfrischen können, in dem, was wir singen, wenn es wieder auch nähern, wo wir sagen, dass in den Himmel du brauchst kein Sonnenschein, kein Licht, wenn es Gott selbst als das Licht in Jesus. Zweiter Vers sagt es steht, Madden verlängte Gas. Wir lesen in Kapitel 21, dass wir ein goldener Gassen, klar aus Glas von Gold. Und dann sagt es hier, ein Madden verlängte Gas. Und an jeder Seite Strom stand ein Lebensbaum. Andere Übersetzungen würden sagen, da stand ein Lebensbaum, der leiht den Strom. Du von die 12 Fruchternten das Jahr dreh. Der Baum brachten alle Monate ihre Ernte, und der Baumblätter dienten der Völker zu der Gesundheit. Ich weiß nicht, was das alles meint, aber wir können sagen, dass du was genug sind zum Eten. Fruchternten jeder Monat. Und wir haben uns in der 4. Kapitel auch mehrmals das gesungen, da wären die 12 Stamm Israel, da wären die 12 Apostels, da wären die 12 Puten von der Meer an Jerusalem. Und hier sehen wir, dass diese Stadt hat 12 Fruchternten. Wir können annehmen, dass
dat de apostel frucht, da wat ze doen haben, wat ze schaffen deiden ab deze eer, dat mensen geraad werden, dat wir samt van de Frucht. Wir sind ein Part von der Frucht. Wir würden auf verschiedene Wege denken, aber hier sagt es bloß, dass durch einen Lebensstrom und die Bäume, die kriegen genug so von den Strom, dass die 12 Ernten das Jahr kann bringen. Some Schreiber würden sagen, dass es sind 12 verschiedene Sorten Frucht. Some würden dort schreiben, das sind 12 verschiedene Sorten Lebensbäume. Was immer das ist nicht das ganz Wichtigste. Aber was wir sagen, wo wir nur den Lebensstrom handeln, durch die Frucht. Dort wir aus dem Volk Israel abgeirrt wird, wo Gott mit seinem Volk anfangen, dann weiß Hesekiel, dat du als Lebensstrom, wat eruit komen dat, wat God plannen dat, en dat als voor de beternis, voor de veldje, het zegt de bleren, beim bleren dient de veldje voor de gezondheid, we kunnen zijn dat aanzien wat God deed, een boom, wanneer we een boom zijn, de vrucht hangt gewöhnlich immer een beetje aan, we zijn bloß de bleren. En hier sagt er, de Bäumblätter dienen de Völker für die Gesundheit, wenn sie seien, was Gott mit seinem Volk deed, was Gott verhaft mit seinem Volk, dort dient de Völker zum non-getrocken zu werden, dass ein Verlangen kriegen, dort mit an zu sein. Und dann, als ich das denke, dann denke ich an, wie vielmals, je wie fair, dass wir haben einen reicheren Lebensstrom, wir haben von dem Lebensstrom geschmeckt und unsere Frucht sind manchmal so dunkel und verdorben. Aber die Blätter sind nicht reich, was die Menschen von uns sagen, das trägt ihnen nicht so reich nach. Und Gott sein Plan ist, aber das Volk von Besitz soll non getroffen werden an dem, was er tut. Aber wenn wir bloß das lesen, das sagt, du sind 12 Fruchternten und du sind feine, gesunde Blätter an diese Bäume. Und dann in Vers 3 sagt es, und du hast kein verbundet mehr. Kein verbundet als mehr zu je. Wenn wir drei denken, was wir durch Kapitel 15 und 16 und 17, 18, wo eine schreckliche Titel wird sein, in Vers 19, wo der Eid verdorben wird, und dann in Vers 20, wo so tun gebunden wird für 1000 Jahre, und Kapitel 21, wo das neue Jerusalem, und dann sagt er, das mehr wird nicht mehr, und nun sagen wir, all das Eierreiche, das ist nicht mehr, das ist all vorbei, nun sagen wir all an der anderen Seite, und dann sagt er, und du hast kein Verbundet mehr. All das, was Eierreich wird, all das, was Eierreich wird, was du, das ist all verrechnet worden. Gott hat dort unter Kontrolle genommen, der so tun hat verspielt. Und dann sagt er, willst Gott in das Lamm ertrauen, was du beinen seinen, und seine deine Worte am deinen. Als Jesua das Volk Israel über den Jordan leiden deiden, als sie Jericho annehmen deiden, dann werden durch klare Regeln gesagt, wo sie das sollen tun und was sie sollen tun und was sie nicht sollen tun. Und dann weit wie als sie das angenommen haben, das hat alle so geschafft, als Gott gesagt hat, so dass es geplant wird, hat alle fein geschafft. Und dann, als sie den nächsten Staat wollen annehmen, dann schafft es nicht. Dann hast du nicht Sieg, dann verlieren sie ihr Kampf. Und dann ist Jesua hat ihm gesagt, und bet zu Gott, was ist erreicht, was ist geworden, woran schafft es nun nicht? Jericho war eine sehr viel größere Stadt, sehr viel stärkere Menschen, und dort hat so viel geschafft. Und nun diese kleine Stadt, woran schafft es nicht? Und dann sagt Gott zu Jesua, steh ab, das wird in Kapitel 7, Vers 13 sein, steh ab, merkt das Volk, reiten sei, dass dort jünt zu Marien rennen. In Vers 9, 10 ist das. Dann sagt der Herr zu Jesua, steh ab, woran legst du ab und gesagt? Jesua, der bet zu Gott, was jetzt erreicht, there's something erreicht.
Und dann sagt Gott in Vers 11, Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund gebrochen, was ich mit angeschlossen habe. Sie haben was von das Verbunde genommen. Das ist, was ich haben will. Sie haben was von das Verbunde genommen. Hier in Vers 3, da sagt es, und du hast kein Verbundet mehr. Der Zeit ist auch vorbei. Das Gerecht ist vorbei. Du hast nicht mehr so, was es steht. Gott sagt zu Jesua, steh ab, woran legst du, woran prachst du, woran, und ich dachte an, das kann manchmal passieren, dass wir uns mit Dingen aufgeben, wo wir nicht sollen. Sind wir zu dich beigekommen, haben unsere Gedanken nicht in Kontrolle geholt, und dann fehlen wir, und dann leben wir für Gott, und fragen, woran es steht, was ist geworden. Und wenn Gott wird uns sagen, dass du hast verbunden an uns dort zu wehen, dann würde vielleicht sagen, okay, dann weiß ich mal, was ich will. Aber ich glaube, ans Gewissen sagt uns sehr vielmal sehr klar, was viel zu ändern, dort zu wehen wir nicht sicher, dort zu wehen, das nicht geschafft haben. Und dann in Vers 4 sagt er, sie wollen arm in das Gesicht kicken und wollen seine Nummern an ihre Stirn haben. So du wird kein verplaudert gewesen sein. All das verbunden, das ich mal durch, wir wollen Glück frei kann dem Herrn in Gesicht kicken. Du wird nicht ans Plauen, dass wir das oder dort oder ja noch Material haben. Und dann in Vers 5 sagt er, und du wird keine nachsehen, und wird dort auch nicht an Lampen oder Sonnenlicht fehlen, weil Gott der Herr es veranlegt. Und sie wollen von Ewigkeit zu Ewigkeit regieren. Du wirst nicht in Fallen sein, du wirst nicht verbunden sein, du wirst glücklich und mit Frieden, wo wir durch können sein. Wir lesen uns euer all in mehrere Versen, dass wer da bestehen bleibt bei dem einen, der wird das alle offen. Aber wir lesen uns das Vers auch von wohnen alle nicht wollen, en dit Jerusalem aankomen, zegt het, de verzelde, de angeleivende, de abschäselige, Mörder, Hörer, Sobra, Aufgärterdeiner und Leger. Dat wir in Kapitel 21, Vers 8, all die wollen er nicht sein, und so, wenn die er nicht sein, dann wird er vertrauen sein. Dann wenn er was gesagt wird, dann wird er es dort sein. Da wird er keine unabrechtige Dinge tun. So, das wird eine Stadt sein, wo wir uns alle wünschen zu sein. Aber nu in der Zeit, da wir hier sind wir in dem Kampf, wo wir mit unseren Augen zu kämpfen haben, wo wir mit unseren Gedanken zu handeln haben, wo wir mit den Mitmenschen zu handeln haben und vergeben und annehmen, wer sie sind und sehen, so Jesus uns lehren hat. Dort ist die Gelegenheit, was wir von der haben. Und je mehr wir dort können, loslassen und sehen, je weniger Trouble haben wir mit uns mit. Wenn wir dort mitfahren lassen, dann wird uns das sehr schwer. Und hier sagt es, du wirst keine Nachmeier sein, dort wird nicht mehr Dienste sein, weil es uns Fokus und unsere Freudigkeit wird an Gott und an Jesus sein. Und dann geht es wieder in Vers 6. Dann seht ihr zu mir, diese wir sind wahrhaftig und abzuverloten. Und der heilige Propheten, ihr Gott, und Herr hat seinen Engel geschickt, seine deine zu wiesen, was nu bald passieren soll. Das Engel hat nu Order gekriegt von Gott, Tim Johannes das alle wiesen, und dann betekent dat met de weer en zegt het, dit is waarheid. De kost je hebt verloren wat ik hier mettelde, wat u hier zeggen is, oder wat we verteld hebben, dat is waarheid. Dat wordt niet wat niet anders zijn. En dan zegt het, en wat nu bald passiert. Zodat we 2003 en dan zeggen we vielleicht, oh, dat bald is vielleicht al voorbij. We weten aber, dat sehr viele Menschen durch die Zeit, ihre Zeit ist NW aufgerannt. Der Hand nicht nach das zweite Streit. Das, was hiervon sagt, das wird kommen. Wir weten nicht, ob das morgen wird sein, wir weten nicht, ob das noch einmal 10 Jahre wird sein, oder noch mehr, das weten wir nicht. Aber da ist es nicht wichtig, dass das Wort so oder so sein. Was wichtig ist, dass wir kein Verbund an uns haben, dass wir rein und mit Frieden und den Herrn lernen können. Vers 7 sagt, kick mal, ich komme bald
Jesus sagt, wir singen das an das Leid, bald wird der Herr kommen. Hier sagt es, kijk mal, ich kom bald. Dann sagt es, seilig ist die, glücklich ist die sich an die prophetische Wehr in dit Buch houden. Een andere weer, de wijst ons in de Bibel. Glücklich sind die Menschen, die doen hun leven doen wat in het woord Gottes geschreven staat. Glücklich sind die Menschen, die de Bibel lesen en volgen doen. Een andere weer. Dat is wat hij hier wil zeggen. Die doen hun leven doen. In Kapitel 1, Vers 1 in Offenbarung, da sagt es, dit is de openbaring die Gott Jesus Christus geeft, seine deiner te wezen, Johannes dat te wezen, wat im Karten passieren muss, en hij schickt seinen Engel naar seinen deiner Johannes om dat met te doen. Hier weer een engel wat met Johannes reden, dat met te doen, wat God zijn plan weer, dat weer niet de engel wat hier in Kapitel 22 is, dat weer al een andere engel. Dan in vers 2 zegt het, dat Gottes woord en Jezus Christus zijn zeugnis en alles wat hij zegt betekend heeft. Seilig, glücklich ist die dit profetenwoord las en ook die dat hier en zich daaraan houden. Hier zijn 3 dingen. Dat die dat woord lezen doen, die dat hieren doen en die dat houden doen. Dat zijn die glücklich zijn. Die dat niet houden doen, en die dat niet lezen doen, en dat niet hieren doen, die kan niet van dit geest gecontroleerd en regiert worden. Dan zegt het, dat wat de Bijbel geschreven staat, wils de tijd is bald hier. Dat zegt het al in Kapitel 1, vers 1 tot 3. En zo, dan gaat het even in Kapitel vers 8, zegt het, en ik, Johannes, zie die dit hier en zag. So nu redt Johannes, wat hij gehoord en gezien heeft, wat voor hem waarheid is, wat hem moed gemerkt heeft, zegt het, en als ik dit gehoord en gezien heb, val ik voor den engel doel om aan te beden, die mij dit gewezen heeft. So, dit engel weer einer van de 7, wat de 7 kamenval raag op je geiten deed, einer van de engel weer dort wat hier met Johannes reden deed. En Johannes weer zo benoemen van dat hij op eenmaal wil den engel aanbeden. En dan werden we horen, wat zegt het in vers 9. Dan zei de engel te mij, sei du nu dat u dat niet doen wilt. Ik zie dien metknecht en de metknecht van diene bruiden en profeten. En van alle die zich aan de weer en dit buik houden, bid God aan. Dat weer des engel zeer klaar. En andere weet je zijn dat des engel, dat weer einer van die wat hier op deze eerd geleefd had, die had God teruggedient, die weer standhaft gebleven bij hem eng, hij weer nu voor God en wordt geschickt nu, Johannes het metteilen, en Johannes weer zo benoemen van dat hij voor God van wer God weer, er wer des dienstbare Jezus weer, er des engel weer. En des engel zegt, sei du nu. Een andere weer, der zegt ook te ons van die dat we zelden doen zijn, wanneer we beden, dat we ons focus worden aan God om te beden en niet zes wordt. Even wanneer we ook zeer goede tijden beginnen, zeer freshende dingen beleven doen, dan zal immer nog waar dat klaar zijn dat God is die wat aangebeden zal. En dan in vers 10. En hij zei te mij, versluit deze profetische weer en dit buik niet met een zeilwiels. De tijd is bald hier. Waar hebben we dat woord, de tijd is bald hier. Niet dat touwholen op een opleiden en meer mensen dat metdelen. En dan vers 11. Wer eierreich is, den laat eierreich blijven. En wer arren is, den laat arren blijven. Aber wer gerecht is, soll wiederhaan gerecht blijven. En wer heilig is, soll wiederhaan heilig blijven. So, wenn ein Mensch bloß angerecht leben will, dann sagt uns das hier, dann lohnt am das Tag. Aber wer da heilig ist, wer da gerecht ist, der soll auch dabei bleiben. Der soll sich da aneignen, dabei zu bleiben. Vers 12. Kijk mal, ich kom bald, ich habe mijn Lohn met. En iedereen door te geven wat zijn werken gewaar zijn. So, Jesus sagt, hij komt
En haft het loon met wat ons trafen deed. Wat we worden kriegen. En vrij we ons voor dat loon. Want we worden naar onszelf kijken en hoeveel moeten we gefehlt hebben, dan wordt we zijn, er wordt niet loon komen. Maar dat heeft niet met onze gerechtigheid te doen, maar dat heeft met Jezus zijn bloed te doen. Dat heeft ons gewaschen. Dat heeft ons gereinigd. En we geloven dat en we houden dat vast. Dat is waar we ons tevreden zijn voor het loon wat de Heer wat met hem gekomen is. Vers 13. Ik zie dat aan dat de aanvang en dat eind, de eerste en de laatste. Hij is hij. Jezus is hij waar wij in de eer aanvangen. Jezus is hij die zijn leven geven deed om dat te kunnen raden passeren. In Hebreeën 13 vers 8 lezen we zo staat. Jezus Christus is dezelfde gisteren en vandaag en voor alle eeuwigheid. Laat je niet door verschillende vreemde leren van rechten weg afbrengen. Dat is zeer goed, want dat God er genoeg vast wordt. Menselijke geboden geven wat eten en wat niet eten, die kennen en dit niet helpen, dat is einzig door God zijn genade. Seilig zijn die, in vers 14, seilig zijn die door doen wat hij bevolen heeft, dat zij een recht zum levensbaum haben en durch de poorten en de stad nangehen können. So glücklich sind wir die door doen wat het woord Gottes ons leren heeft. Die in dat wat in dit boek geschreven staat. Seilig zijn die. Dan naamt hij op in vers 15 wer de buiten is. En dan kunnen we ons vragen, wer zijn die de buiten? Hebben we een hart voor die? Reek wie de lijf aan? Zijn ze deze blij aan ons dat een tot non-tragen deed, dat een tot de gezondheid doen deed? Zegt ze staat in vers 15, wils buiten zijn de hoen, de sobra, de hure, de marde, jetterdijna en alle die wellig liggen en dat en don't is. Al die wellig liggen met geld, voor smakloten, wat immer. Die zijn buiten. Die waren niet in dit nieuwe Jeruzalem band zijn, waar het stroom flink sogar scheelt, de bomen zijn, alle 12, alle maanden vrucht gaan. Die waren er niet zijn. Dit zijn die wat de buiten waren zijn. Vers 16. Ik, Jezus, heb je mijn engel met dit zeugnis voor de gemeenten geschickt. Ik zie de wortel en kom van David zijn stam. Ik zie de schienende morgenstier. De wortel, dan moeten we in de Jesaja kijken, waar de wortel is, waar Jezus kwam. En Jesaja 11, waar de oosruit wassen deed. En dan in vers 17 zegt het, en de jes en de bruid zijn kan, en wer dat heet, die zal zijn kan, en wem daar den laat komen, en wer de wel, zal het levenswater in zand nemen. Keinen wordt dit bemust, maar zeg wer de wel, den wordt het water in zand gegeven. Waar zegt het hier, dat levenswater? Nicht bloß ein Water, was wir im Bäumchen nehmen, um unseren Darsch fressen, doen, aber ein Lebenswater, was uns verändern wird. Dort ist, was zu haben ist, und das, was keinen bemüßt, das kann jeder einer freiwillig haben. Und ich freue mich für diese Zeit, was wir hier gehabt haben, und möchte Gott das alle segnen. Es sind noch ein paar Versen, lest könnt ihr thuis noch nur. Das nächste Mal, wenn ich war, hier eine Message haben, wo ich dann nicht von Offenbarung, wenn es nicht so eine Rede. God bless you and thank you.